Präsident, ich danke für die Gewährung des Einlaufs. Ich spreche im Namen der SVP, der CVP und der FDP-Fraktion sowie der grün-liberalen Parlamentarierin und des grün-liberalen Parlamentariers. Wir stellen im Namen dieser Fraktionen und Parlamentarier den Antrag, dass die Anträge betreffend Investitionsrechnung der FDP sowie der Antrag der SVP betreffend laufende Rechnung in einen Gesamtantrag verbunden werden. Die beiden Anträge liegen schriftlich vor. Ich denke, dass keine Neuformulierung notwendig ist. Gehe ich da recht mit dieser Annahme? Meint die SVP-Fraktion mit dem 5% Globalkürzung bei den Ausgaben die laufende Rechnung? Entschuldigung, das ist ja 5 Millionen von den Streichen. Kürzen, das sind also Streichung von 5 Millionen global bei der laufenden Rechnung. Stefan Model. Entsprechen die beiden Vorschläge, meine Damen und Herren, nicht eigentlich eine Rückweisung vom Budget und Investitionsrechnung? Man will pauschal kürzen, wo gewisse Beträge und sagt nicht wo. Ich verstehe die Welt nicht mehr ganz. Das ist doch eine Rückweisung vom Budget. Der Stadtrat soll überführen und uns dann im nächsten Frühjahr ein neues Budget vorlegen. Das gleiche haben wir in der Schweiz gemacht, das Kanton Schweiz im vergangenen Jahr. Der Aufwand war 400.000 Franken für die ganze Überarbeitung des Budgets. Die Verwaltung war zum Teil lahmgelegt, gewisse dringende Sachen konnten nicht mehr gemacht werden. Es war eine Wissen von Kleinland. Wenn wir das hier auch wollen, ja bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren, genau das wollen wir. So verstehen wir die Rolle dieses Parlaments. Es setzt die Leitplanken und die Verwaltung, der Stadtrat entscheidet. Es ist die Exekutive und sie führt aus, was wir als Rahmenbedingungen vorgeben. Ich denke, das sind klare Vorgaben und der Stadtrat ist jetzt in der Pflicht. Wünscht Stadtrat Robert das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, wenn ich das richtig verstehe, geht es einerseits darum, einen globalen Kürzungsantrag bei der laufenden Rechnung von 5 Millionen zu platzieren. Einfach gesagt, Seite 15, Hauptzahlen, Aufwand 267.147.700 und 5 Millionen zu kürzen. Im Sinne des Globalauftrags an den Stadtrat die entsprechende Umsetzung vorzunehmen. Und dasselbe gilt dann entsprechend auch für die Investitionsrechnung. Dort geht es aber um die nicht bewilligten Kredite von 53 Millionen Franken, wo gekürzt werden soll. Also das so richtig verstanden.
4 mit einer Obergrenze der nicht bewilligten Investitionen von 40 Millionen und einer Reduktion der laufenden Rechnung um 5 Millionen genehmigt. Herr Hauser. Bei der laufenden Rechnung kann man eine Obergrenze nehmen. Sicher, dass wir jetzt 5 Millionen sind dort genannt. Also wären 62.000 als Obergrenze. Wäre übernommen. Sehr geehrte Präsident, geschätzte Damen und Herren, in der Konsequenz bedeutet, Sie planen einen einen Ertragsüberschuss von, sagen wir mal, um die 4 Millionen. Das ist also die neue Vorgabe für den Stadtrat. Frau Astrid-Esselmann. Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich staune schon ein wenig. Erstens mal, dass Sie vor allem die bürgerlichen Investitionen kürzen wollen, Sie, die sich so gewerbefreundlich immer rühmen, kürzen das Budget für die Investitionsrechnung. Wir haben gesehen, dass wir in den letzten Jahren meistens das Budget nicht mal erreicht haben mit der Rechnung. Sie kürzen jetzt zum Vornherein bereits dieses Budget und ich verstehe das echt nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass Sie dann dem Stadtrat, dem sogenannten linken mehrheitlichen Stadtrat, dann noch überlassen, wo er das genau machen soll. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Also ich kann so etwas, ist mir sehr erstaunlich einfach. Danke. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ansonsten würde ich Ihnen den zusammengesetzten Antrag nochmal vorlesen, der da lauten würde: Antrag auf globale Kürzung von 5 Millionen Franken bei den Ausgaben und laufender Rechnung sowie Globalinvestitionen auf den nicht bewilligten Krediten und unter Berücksichtigung von der Investition im Umfang von 40 Millionen Franken zu genehmigen. Ist das richtig? Ich habe noch eine Verständnisfrage. Ja. Dann müssen wir nachher das Budget gar nicht mehr anschauen. Können wir darüber abstimmen? Herr Finkel. Ich habe eine Frage, eine Verständnisfrage. Die GmbK-Kürzungen, sind die jetzt inbegriffen in diesen Kürzungen oder sind die noch zusätzlich? Ausgehend ist ja der Antrag der GmbK die Kürzung laufender Investitionen. Das ist der Antrag. Wir haben ja gesagt, wir sind im Stadtrat mit Ausnahme des Steuerflusses. Die Situation hier stellt sich jetzt anders dar. Hier muss ich sagen, diese Rechnung kann nur ausgehen vom Antrag Stadtrat. Können wir über diesen Antrag abstimmen? Gut, dann darf ich die Stimmenzähler bitten. Wer den nun zusammengesetzten Antrag der FDP, CVP, SVP und der Mitte der ERG unterstützt, der erhebe jetzt bitte die Hand. Das Gegenwehr bitte. Sie haben den Antrag gutgeheißen mit 26 zu 13 Stimmen. So, ich glaube, wir kommen trotzdem noch zur Detailberatung. Herr Mann, nein, nicht mehr.
einerseits die Zahl vom Stadtrat, 60% plus 5. Dann haben wir den Antrag der FDP 60%, sowie den Antrag der SVP für 58%. Da wir können diese drei gegeneinander stellen. Jedes Mitglied hat eine Stimme, für die sie einen Steuersatz, darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Danke, einen Steuersatz zuwenden kann. Wir fangen beim Steuerfuß gemäß Stadtrat an. Wer den Antrag 60% plus 5% unterstützt, der erhebe jetzt bitte die Hand. Sie haben nur eine Stimme. Antrag Stadtrat. Dann Antrag FDP 60%. Antrag SVP 58%. 7. Wir stellen jetzt den Antrag Stadtrat gegen den Antrag der SVP. Die beiden Schlechtesten kommen gegeneinander. Wer den Antrag Stadtrat 60% plus 5% weiterhin beibehalten will in der Abstimmung, erhebe jetzt bitte die Hand. Wer den Antrag der SVP mit 58% unterstützt, erhebe jetzt bitte die Hand. Somit obsiegt der Antrag der SVP mit 17 Stimmen, damit ist der Antrag des Stadtrates ausgeschieden. Wir haben jetzt noch Steuerfuß 60% von der FDP und Steuerfuß 58% von der SVP. Wer dem Steuerfuß 60% zustimmt, der erhebe jetzt bitte die Hand. Somit hat diese Variante bereits das Absolute erreicht.